somit grüß dich zurück zu Mass Effect. Wir sind da, nachdem wir vom Rat als Spectre ernannt wurden, und heute werden wir mal nur ein bisschen uns die Zitadelle anschauen. Wir müssen nochmal zurück in die unteren Gassen, oder wie das dort geheißen hat. Dort finden wir noch diesen hier. Fragen wir jetzt bitte nicht, wie sie heißen, ich hab's vergessen. Keeper, genau. Ah ja, Garrus ist auch wieder hier, sehr schön. Wir haben unsere Truppe komplett. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Häufiger als mir lieb ist. Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben: dass Sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Haben Sie eine Ahnung, warum jemand Sie angreifen sollte? Plünderer, Sklavenhändler, Söldner, die auf leichte Beute aus sind. In der Traverse treibt sich ein übles Pack herum. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Was für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Was springt dabei für mich raus? Ich kann es mir leider nicht leisten, sie zu bezahlen. Wenn ich genug Geld hätte, wäre schon längst ein Bergungsteam unterwegs, um ihn zu suchen. Vielleicht könnten Sie mir einen persönlichen Gefallen tun und sich darum kümmern. Untersucht den Vorfall denn niemand? Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler. Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde Sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Natürlich, machen wir doch glatt, so da. Und wie gesagt, ein bisschen vorbildlicher aufbauen. Na, du bist aber nicht die Frau, die ich suche, oder? Na. Ein bisschen einen vorbildlichen Faktor aufbauen. Squad, wir können ja wieder Punkte vergeben, genau. Und zwar, warte mal. Ah, sehr schön, jawohl. Auf das bin ich aus. Dir sage ich, das brauchen wir und das. Wir machen jetzt mal dieses da und dieses da. Genau. Dann brauchen wir erweiterte Sabotage. Dich nehmen wir und Erste Hilfe. Turianischer Agent. Nehmen wir das. Ich muss mir das irgendwann mal ein bisschen zusammenschreiben. Ja. Weil ich tue da eher so getreu dem Motto: hast du was? Heute gebe ich mal dort, heute mal da. Okay, aber warte mal, die Tali haben wir vergessen. Genau, die Tali, die gute. So, da. So, genau. Tagebuch, Kodex, Ausrüstung, das schauen wir uns ein andern Mal durch. Genau. Das wollte ich noch machen. Speichern, zack, brack. Speichern beendet. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Das freut mich wie ein Kronleuchter. Gut, ich wollte in die untere Gasse. Zum Präsidium. Wenn wir schauen wir mal da oben. Die Quarianer haben die gesamte Galaxis in Gefahr gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Ich hoffe, dass ihr Volk entsprechend reuevoll ist, Tali. Sind die Turianer reuevoll, weil sie den sterilisierenden Genophage gegen die Kroganer inszeniert haben? Sie gehen davon aus, dass es ein Fehler war, sie zu sterilisieren. Das mag sich zum Anfang für die das Spiel nicht kennen, ein klein wenig plump anhören.
Aber im Laufe der Geschichte wachsen da die Charaktere ans Herz. So ist es mir gegangen. Darum habe ich es ja damals auf der Xbox 360, ich glaube, 7 Mal hintereinander gespielt. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Gibt es da irgendwelche Beziehungsdramen? Nö. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und Sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Warum verhaften Sie den Hanar nicht einfach? Ich könnte den Wabbligen verhaften, aber mein Vorgesetzter verlangt eine Lösung, die den Hanar nicht verärgert. Die Hanar werden laut, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Religion unterdrückt. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicherer. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Ja, mal schauen, wie gut, dass wir jetzt in Schmeicheln und Einschüchtern sind. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass Sie ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Boah. Wow, Wauzi. Ja, das haut mich vier. Jetzt haben wir wieder speichern ein bisschen. Warte mal kurz. So, jetzt schauen wir da nochmal, dass wir noch ein bisschen was sehen. Genau, so ungefähr. Da werden wir jetzt noch ein bisschen aufbearbeiten auf der linken Seite. Und dann können wir später uns wieder ein bisschen abtrünnig verhalten, weißt? So. Dann müssten wir da C-Sicherheit. Da ist ein Kepler, eine Kepler-Sicherung. Das geht im Vorbeigehen zu den Bezirken.
Wie viel Keeper brauchen wir? Ich glaube 20 Stück waren's, gell? Zu den Warts. Na gut, ja, schauen wir. Zu den Warts. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Genau, jetzt habt ihr das auch gehört. Aber die Musik da in die Fahrstühle, die ist immer so... Ja, so halt. Was ist da? Zum Präsidium. Okay. Warte mal, ist das nicht das Reporter-Girl? Ne, hätte fast da noch ausgeschaut. Was ist denn da unten? Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station Da auf der gibt's Zitadelle. nix. Der Aber es wird nie Garus. langweilig. Das glaube ich. Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden. Darum Die bist schauen du alle hier. so aus. Kein Problem. Wie diese eine Es gibt Reporter-Tante. immer noch mehr Beschwerden, als die Officer Naja. abarbeiten können. Erinnert eher so... Oh! Hier ist ein Kepper. Ein Kepler. Zu den Bezirken. Ach, schön. Begrüße. Ich glaube, die Frau, was wir da als Reporterin am Anfang gehabt haben, die unserem lieben Shepard helfen will, die schaut ja gleich aus wie die anderen alle. Ne? Ich glaube eher, dass da eine Rex-Glaszüchtung dahinter steckt. Mhm. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Ja, die Rex-Glaszüchtung, das ist wie bei Politiker. Was ist da hinten, Obi? Genau, da war das mit der Tali. Da ist auch dieser Kepler. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt. Aber ich stand ziemlich nah an ihr dran. Mann, schau dir dieses Schiff an. Man muss schon bescheuert sein, sich damit anzulegen. Stimmt. Die Ascension hat fast so viel Feuerkraft wie die ganze Asari-Flotte zusammen. Hoffentlich muss sie nie einsetzen. Wenn du wüsstest, Mädchen, ins Flux, was? Wo ist das Flux? Was, dass ich froh bin, dass das kein Open-World-Spiel ist. Ich wiederhole es nur ungern noch einmal. Eigentlich wieder zur C-Sicherheit, die ist da hinten, glaube ich, gell? Servus Tali, da ist die Klinik, C-Sicherheit, genau. Und dort werden wir jetzt mal mit dem guten Rex reden. C-Sicherheitsakademie. Oh, da ist ein Kepler. Blub. Das geht im Vorbeigehen. Offizier Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Warum sind Sie bei der Zitadell-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadell-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr?
Die Polizei auf der Zitadelle. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadellsicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadelle zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal 1/10 gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt's mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was Sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Bleib locker, Junge. C-Sicherheitsakademie, genau. Kommen wir jetzt mal zum Herrn Rex. Der Rex ist immer gut gelaunt, niemals mürrisch, auch nicht störrisch. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Ja, jetzt bist du wieder bestens informiert über zitadellsche Vorgangsweisen oder Geschehnisse in der Galaxie. Willkommen in C-Sicherheit. Was? Untersuchen? Naja. Da ist er, der Rex. Unser gut gelaunter Brummbär. Sie? Mensch! Sind Sie Shepard? Das bin ich, Commander Shepard. Ich heiße Rex. Utnot Rex. Der Shadow Broker hat mir viel Geld gezahlt, um Fist loszuwerden. Nur, Sie waren schneller. Da habe ich den Job wohl für Sie erledigt. Wenn ich für einen Job bezahlt werde, bringe ich ihn zu Ende. Allein. Mir gefällt nicht, wo das hier hinführt. Aber ich habe diesen Job nicht beendet, Shepard. Das waren Sie. Also gehört das Geld Ihnen. Sie bezahlen mich dafür, dass ich Fist getötet habe? Ich werde mich nicht mit den Lorbeeren eines anderen schmücken. Ich habe die Bezahlung auf Ihre Konten überwiesen. Ich fand's gut, wie Sie mit Fist umgegangen sind. Jetzt höre ich, dass Sie hinter Saren her sind. Ich dachte, ich sollte vielleicht mitkommen. Sie sind ein Kopfgeldjäger. Was versprechen Sie sich davon, Saren zu verfolgen? Mir geht's nicht um Geld. Ich will da sein, wo was los ist. Ich kann den Sturm schon fühlen. Und Sie und Saren sind mittendrin. Warum gerade ich? Saren hat schon eine Menge Kroganer, die für ihn arbeiten. Das sind keine Kroganer. Das sind Bedienstete. Sie liegen Saren zu Füßen und lecken ihm die Stiefel, tauschen ihre Freiheit für Reichtums und Macht. Mein Volk war einst eine stolze Spezies. Ein paar von uns können sich daran noch erinnern. Ich werde mich nicht wie die anderen vor Saren verneigen. Die Aussetzer kann ich mir auch nicht erklären, tut mir leid. Wir nehmen Sie mit, Rex. Gute Entscheidung, Shepard. Ich mag ihn. Wir da jetzt einmal tauschen. Einmal schauen, wie sie er und sie vertragen. Squad annehmen. Jawohl. Voll geil.
Was haben wir als nächstes im Repertoire? Warte mal kurz, Tagebuch, genau. Mit Botschafter sprechen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der C-Sicherheitsakademie. Ich glaube, wir sind da jetzt einmal. Vermisste Forscher finden. Okay. Piraten, das ist das mit dem Schiff. Citadel Heimkehr. Sprechen Sie mit Boska, dem Diplomaten. Und so finden Sie heraus, warum der Leichnam nach Hause überführt wurde. Er hält sich in der Botschaft-Lounge des Präsidiums auf. Der Wunsch der Reporterin, zu Fists Büro zurückkehren. Der Fan. Sie haben Konrad vermutlich nicht zum letzten Mal gesehen. Was kann es schaden, beim nächsten Mal mit ihm zu sprechen? Da warten wir noch ein bisschen. Da haben wir jetzt noch 12 Stück. Ungewöhnliche Signale. Da müssen wir das System untersuchen. Okay. Heimkehr. Mit dem Diplomaten sprechen. Das möchte ich als nächstes machen. Ich werde aber zuerst speichern. Speichern ist ganz wichtig und lustig, weil es so schön war. Und Squaddy Bebop. Oh. 1, 2, 3. Kampfpanzerung, Sturmangriffstraining. Also was, sie kriegt noch ein bisschen Fitness. Wir haben nichts und er hat genug. So, da geben wir noch ein bisschen was her, da geben wir noch ein bisschen was her, da. Was ist da herunten? Kampfmeister. Okay. Ja, grimmig, wie immer halt unser guter Rex. Gehen wir so. Jetzt weiß ich aber nicht, der grüne Punkt müsste eigentlich dann der Weg sein in Richtung... Ich bin überrascht, dass Sie bereit sind, gegen Kroganer zu kämpfen, Rex. Ich dachte, Sie würden zu Ihrem Volk stehen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Ja. Zu den Botschaften, genau. Ach ja, der gute Rex. Er ist immer so gut gelaunt. Er ist wie die magische Miesmuschel. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Wo ist jetzt der Botschafter? Botschaftsempfangsdame. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Safiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Ja, wenn das so ist. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Natürlich. Natürlich. Kling, kling. So, wo ist der Diplomat? Wer bist denn du? Exekutor Palin? Ah, ich glaube, da müssen wir auch was besprechen. Da ist der Boska, genau. Nasana? Warte, fangen wir mal mit ihr an. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, das sieht man. Du zitterst immer dumm wie Ästenlaub. Dir sag es. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein.
Aber eines musst du zugeben, Nick. Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Beruhigen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Sie waren nie da, was, Junge? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Und jetzt schauen wir mal, was sie... Warte mal, Diplomat? Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ja, aber Hauptsache du kannst es da leisten, da sitzen, blöd schauen und irgendwas trinken, ne? Naja. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Leichenflatter. Ja. Ein Mann namens Samesh Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie Ihnen Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir Ihre Leiche. Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität. Und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samesh, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Ja, jetzt hast du es benannt. So schaut's nämlich aus im Schneckenhaus. Gut, da sind wir soweit fertig. Jetzt schauen wir nochmal runter. Warte mal. Ah, da müssen wir, ich glaube, zum Palin müssen wir auch noch, oder? Warte mal. Dechiffrierung zu gering. Fertigkeit. Merkt euch das. Da müssen wir unbedingt nochmal her. Jetzt rühren wir mit der Backpflaume. Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Was wollen Sie von mir, Shepard? Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef der Zitadelle Sicherheit. Und Sie sind der erste menschliche Spectre. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass die Leute Sie kennen, zumindest hier. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Erzählen Sie mir von der Zitadelle-Sicherheit. Die Zitadelle-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadelle. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Und anders als die Spectres arbeiten wir im Rahmen der Gesetze. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, es war mir ein feuchtfröhliches Vergnügen der Langeweile. Was haben wir denn da? Ah! Wir müssen ja zu diesem Samesh, oder wie der immer heißen mag. Da ist er, genau.
der Batista. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ich habe Mr. Bosca verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Samesh? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit helfe, aber Ihre Frau, Nirali, hat Sie sehr geliebt. Sie hat immer ihr Essen vermisst und jede Nacht vor dem Schlafengehen ihre Musik gehört. Ich weiß, Miss Williams. Danke trotzdem. Es ist schön, das von Ihnen zu hören. Sehr gut. Da haben wir wieder was geschafft. Wir sollten... Wo sollten wir hin? Wir haben also da eigentlich mal alles soweit abgeschlossen, oder? Da müssen wir in den Hades Gamma Cluster. Langsam, Kenny. Dir läuft die Zeit ab. Nicht davon. Piraten. Okay. Der Wunsch der Reporterin. In Fists Büro zurückkehren. Weißt du was? Wir werden sicher nochmal... Vielleicht lassen sie... Weißt du was? Das machen wir nochmal schnell. Das machen wir schnell. Wo müssen wir da hin? Koras Nest, glaube ich, war das, gell? Bezirke. Medizinische Klinik zurück. Märkte Koras Nest. Koras Nest und dann müssen wir hinten in Fists Büro. Vielleicht finden wir ja was. Und wenn wir das dann haben wir doch der Zitadelle einmal so weit alles abgeschlossen. Genau. Und dann geht's ab in Richtung... Da. Und dann geht's ab in Richtung Galaxie. Genau. Weil so weit hätten wir da jetzt mal alles geschafft und gemacht und tut und da und da und dort. Die Jenna, Baby. Warte mal, können wir jetzt mit Haken reden? General Septimus? Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Naja, bla bla bla. Verschwinden Sie. Haken, ich glaube, da gibt's Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, du alte Quarktasche. Bla bla bla. Doch mir wurscht. Optische Speicherdisk. Warte mal, was ist denn da? Okay, da haben sie zugebärt. Nee, die Chiffrierung zu gering. Müssen wir unbedingt irgendwann einmal nachholen. Da haben wir auch schon alles rausgenommen, was uns weiterhelfen könnte, sollen, wollte. Ja, da haben wir dabei eh nichts. Zum Haken kommen wir in einer Extra-Mission. Gut. Aha, das sind die zukünftigen Autobahnen, oder was? Interessant, interessant. So stelle ich mir die Zukunft auch vor. Naja. Zu den unteren Märkten. Ich will eigentlich... Da waren wir schon. Da gibt's nichts, da gibt's auch nichts. Na gut, dann reisen wir zurück und schauen, dass wir jetzt mal in Richtung... Wo müssen wir hin? Zum Schiff. Präsidium, Bezirke. Zitadellsicherheit. Ich glaube, zur Zitadellsicherheit müssen wir zurück. Und dann müssen wir Richtung Raumhafen. Zum Captain Anderson. Oder müssen wir zum... Ich weiß es nicht, wie der heißt. Der Anderson ist das, glaube ich, nicht. Der andere, ne? Ja. Ja, gell? Was ist denn da, gell? Warte mal kurz. Was geht da, weh?
Zur Andockbucht, genau, zur Bucht. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Gut. Siehst, jetzt habe ich dich wieder mit überdrüssigen Nachrichten verärgert. Botschafter Udina. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später. Dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war. Und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geth suchen in der ganzen Traversa nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Ferros-System abbrach, wurden dort Geth gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Ferros und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn Sie es tun, kann die Röhre Sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Das ist Ihr Job. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Reden wir nochmal mit ihm. Ja, Commander? Suchen. Ferros. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Ferros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien.
Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Udina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Niles geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hatte die Chance, der erste menschliche Spectre zu werden und bin gescheitert. Dafür hat Saren gesorgt. Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batarianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batarianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man Ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte...
Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. So, jetzt haben wir lang genug gesprochen mit dem Herrn von und zu Dingenskirchen. Namen die Waffen, was? Ah. Oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Na sowas. Wir sind da unten. Okay, was haben wir da? Oh, ein Kepler. Dankeschön. So im Vorbeigehen. Codex. Oh. Ich glaube, wir werden zwischendrin einmal so eine kleine Folge machen um diese ganze Geschichte, was denn da um diese Sachen. Ich glaube, das ist nötig für die Leute oder für die Zuschauer. Hintergrundprofil über Shepards. Haben wir uns das nicht schon... Das machen wir später. Gut, jetzt schauen wir mal da mal rein. Jetzt läuft die Episode eine Dreiviertelstunde und ich mag noch immer nicht aufhören, weil ich jetzt schon wieder in diesem komischen Dings drinnen bin. Warte mal, schmeicheln. Oh. Geil. Ja, wie gesagt, wenn wir dann später, das wirst du dann später sagen, wenn du die Geschichte noch nicht kennst, Noveria habe ich am Anfang, das ist die ersten 2-3 Mal gespielt habe ich Noveria mit zu wenig Schmeicheln und Einschüchtern gespielt. Nebenbei werden wir dann noch da weitermachen und auf Noveria werden wir die beiden immens brauchen. Also wenn du da nicht richtig Einschüchtern und Schmeicheln gelevelt hast, dann hast du auf Noveria meines Wissens nach, was mir mein altes Gehirn so sagt, fast keine Meter. So. Sie haben wir vergeben und jetzt ist der Herr Rex dran. Warte mal kurz. Da könnten wir eigentlich dich und da hergeben. Genau. Boah, jetzt sind wir schon Stufe 9. Die Zeit vergeht. Wahnsinn. Alles nehmen. Boah, Banshee 3. Okay, Banshee 2. Avenger. Sturmgewehr. Pistole. Hurricane 2. Also das ist eine Schrotflinte. So. Die Hurricane kennt man dann eigentlich. Die kennt man in Universalgel umwandeln. Ja. Und dich brauchen wir jetzt auch nicht. Mal ein bisschen unser Inventar lernen, weißt? 101, 108, 102, 59. Und dann kennt man die zwar eigentlich auch in Universalgel umwandeln. Dann haben wir da das Scharfschützengewehr auf gut Deutsch gesagt. Hammer 2, Reaper 2, 47, 42. Scheiße. Was das, die rüsten wir aus. Und die da. Ja, die verwandeln wir in Universalgel. Genau. Granatwerfer. Phoenix 3 leicht. Mittelschwer 1763 1. Diese hier würde guten Schutz bieten. Wir haben aber leider die das Rüstungslevel dafür noch nicht.
Scorpion 1, das ist momentan das Beste. Ja. Onyx 17, ne, weg. Survivor, weg. Wenn ich mich recht entsinne, wir kommen dann später noch in Missionen, wo wir mit Biotik und den ganzen Scheiß in Konfrontation geraten werden. Das war es zufällig noch. Da werden wir die auch nicht brauchen können. Da bietet uns jetzt derzeitige die bessere Balance. Quarianer. Weil die können wir auch noch nicht tragen. Mittelschwer. Schadenschutz 17, weißt du was? Die tun wir auch weg und da warten wir noch ein bisschen, oder? Weißt du was? Wir werden sicher noch Besseres bekommen. Da bin ich mir relativ unsicher dabei. 153, 2819 Sturmquer. Die drei gehalten wir uns einfach einmal. Warte mal. Upgrades. Radioaktiv Reißer. Diese Munition wurde entwickelt, um Fleisch und anderes lebendes Gewebe zu zerreißen. Sie ist besonders für organische Ziele geeignet. Plus 15% Schaden gegenüber organischen Zielen. Schrotflinte. Gibt's da auch Upgrades? Oh! Diese Munition ist mit winzigen... Ne, das brauchen wir dabei, aber auch nicht. Also was ich haut, da ist einmal minus 21% Abkühlungsreduzierung. Da machen wir mal dazu. Haben wir bei der Pistole irgendein Upgrade? Nein. Ja, weißt du was, ich hau das auch dazu, ist ja wurscht. Gut, jetzt sind wir aber dabei mit unseren Upgrades leer, haben alles zusammengekramt und damit speichern. Das schaut ja keiner an, Herr. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Na wurscht. So, ja, da sprechen zwei Stimmen in mir, gell? Da bin ich ein bisschen... Da bin ich leider ein klein wenig... Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ach ja. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schief läuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Saren ist irgendwo da draußen und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Auf meine Art. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Wenn wir die Traverse erreichen, werden seine Verbündeten schon auf uns warten. Aber auch wir werden vorbereitet sein. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Radsektors. Saren muss aufgehalten werden und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Jawohl, Ma'am. Sehr gut, jetzt haben wir das auch hinter uns. Und in der nächsten Aufnahme machen wir weiter. Gell? Was ist da? Nach draußen schauen. Sehr gut, haben wir wieder etwas gefunden.
Ja, das nächste Mal werden wir die Karte öffnen und unsere Reise beginnt. Bis zum nächsten Mal. Baba.